Sehr gut. So, die Idee ist, die Bibel so einfach verstehen als offenmählich, dann müssen wir dort erst den Grundlagen für Gott seine Schöpfung. So, wenn wir dreht mit mir noch einmal nur Jesaja, Kapitel 40, und dann wollen wir uns so ein paar Verse lesen, und die Verse nach all haben. Jesaja 40, Vers 26, bis 28. So, das sage ich uns so in Jesaja 40, Vers 26 bis 28. Wenn ihr die plottische Bibel braucht, dort sieht Nummer 704, dann fängt ihr vielleicht die große Hand. Jesaja 40, 26 bis 28 sagt es dir. Kikker moet zo overs nur die Stirns, wer hat die gemerkt? Hij legt de einen anderen Rüt, weit wieviel du sind, und raubt die jeder die Numm. Dort ist wegen Gott seine große Kraft, dort nie nicht ein von der fehlt. Warum sagen Jakob seine Nukum dann, oder auch die Israeliten noch, der Herr weiß nicht, was uns jetzt, Gott jaft uns nicht, was uns traf. Weiß ihr gar nicht, haben sie nicht gesagt, der Herr ist auf einmal Gott. Er hat alles auf der ganzen Erde gemerkt. Er wird nicht müde oder mutlos. Das ist nicht zu verstehen, was er alles kann. So, dann haben wir uns Verse nach abgeraubt, dort den Anfang von der Bibel verstehen. Dort ist Gott hat alles gemerkt. Und wenn wir uns mit Tschengrich hineinschauen, dann stellt sich mal vor, ihr seid uns übersbilden und die checken die Stirns und dann sagen, wow, Gott hat der alle Bibel genannt. Und jeder Tag, wenn die verkommen, dann teilt Gott so viel schon meint. Gott ist groß, Gott ist der Merker, Gott ist der, der alles an Hand hat. Aber Christus, Jesaja dort durch Schrift, dort bloß die Menschen, die nicht Gott als Merker anerkennen, haben Trouble mit ihr Leben. Wenn man mit Gott anerkennt als der Merker, dann fallen alle Dinge um Platz. Dann haben wir uns uns die Schöpfung, uns die Kreation von 1. Mose 1 gelesen. Und dann haben wir uns gesagt, dort die Geschichte wiederholt sich durch. Und wir wollen dann durch ein kleines bisschen angehen von der durch fertig machen. So, die von Ihnen, die hier für sind, ich zu 3 Jahren die Geschichte fertig gelesen. Tschüss. Und dann wird sie wiederholt. Also, wir haben also einen Punkt hier, so haben wir dann 1. Mose 1, wo du sagst, am Anfang mit Gott Himmel und Erde. Und dort ist dann bloß die Behauptung von 2 Dingen. So, dass ja von Gott, wo du alles gemerkt hast, und was ja noch? Dort ja eine Schöpfung, also dort, wo das Gott gemerkt hat. Du sind dann ganz unbedingt 2 große Kategorien oder 2 große Sieden von dieser Geschichte. Aber so wie wir all gelehrt haben, die Hebräer, die wiederholen die Geschichte und dann kann das verglichen mit einer Geburtstagsparty, wenn ihr darüber nachdenkt. So, dann würde einer sagen, Hendrik hat Geburtstag gefeiert, dann würde einer die Geschichte einmal vertellen, Hendrik hat Geburtstag gefeiert mit all seinen Freunden. Und dann zuletzt würde einer noch sagen, Hendrik hat von seinen Freunden zum Geburtstag gefeiert. Und wir wären bloß bei der zweiten Mal, so wir hatten bloß den zweiten Rand hier einmal evangelisiert. Und nun wären wir dann bei der dritten Mal. Und was ist für so abfällig an der dritten Mal, wo diese Schöpfungsgeschichte sich entwickelt? Wer will uns das mal sagen? Das Ziel. Das Ziel? Más o menos. Was ist hier noch abfällig geworden? Was ist an dieser Geschichte von Gott hat alles gemerkt, nach dem, was uns von dir so wichtig ist? Der merkt den Mensch. Was alles mit dem Mensch? Gott merkt Mensch von Blattklumpen und prüft den Udermann. Das stimmt. Und was hast du uns interessant? Sehr gut. So, wie wir 1. Mose Kapitel 2, wo du so vom Vers 1 bis der 4 lesen, für Wiederholung, für Feriensendung, dort sagst du,
En nu weer de Himmel en de Erde en al het Leben, wat im Himmel en op de Erde is gemerkt. En am 7. Tag, wie alles vorig, was Gott gemerkt hat. Und er arbeitet nicht wieder am 7. Tag. Und dort, was er getan hat. Und Gott sehen den 7. Tag und sah den apart und sieht, dass der heilig wird, wie uns heute den Tag abhielt mit seiner Arbeit und der alles mögt. Das ist, wo der Himmel und die Erde gemerkt werden. So, du wie wir viel angelangt, dann gesagt, Gott hat vorig mit Schaffen. Und wir haben nur das, der betrachtet, wo Gott anfängt, und der hat vorig, wenn sie den Mensch vorig hat. Aber dann wollen wir uns so von der wichtigste Part lesen von der Kreation. Also Gott mögt alles, was gemerkt worden ist, und das ist der. Und dann im Kapitel 2 schrift Moses uns, was ist das Wichtigste, was wir dann überweiten von dem, was gemerkt ist worden. Und wir wollen so dann anfangen, 1. Mose, Kapitel 2, vom Vers 5 und wieder. Wo dort sagt, als Gott der Herr den Himmel und die Erde mögt, wären du noch keine Planen auf die Erde und du hast noch keine Becher gekannt. Du wirst keiner zum die Erde bearbeiten und Gott der Herr hat noch keinen Regen auf die Erde voll. Aber gut, das war die Erde rührt und bewässert all das Land. Und Gott der Herr formt einen Mensch von Erde und püst den lebenden Udem, an dem sie ihn Nesen und er wird ein lebender Mensch. So, du hast dann ein ganz paar besondere Bemerkungen, wie weit noch reinig, der Wutterschwal bloß in die Erde rührt. Ich stehe nicht so fern, ob ihr scheint tun. Wenn du wenn den Baum wegkriegen und ihr dann gerufen, dann bleibt nicht den schon mal was. So, vielleicht sagen wir bloß, aber alle das steht im Nachhaltspark, ich weiß das nicht. Aber einmal, die Leute können auch verstehen, wenn die Fähigkeit von irgendwo so die Spieße noch einen Plan bloß braucht, die warten du nicht stehen, weil die Schätze. Aber dort ist bloß eine Bemerkung, was du hast, und dann finden wir dort in dem Vers 7, dort Gott mögt ein Mensch. Und dann würde ich die Frau, wird das dann ein Mannsmensch oder ein Frühmensch? Mannsmensch, was weiß ich? Hä? Wenn Luther mögt den Früh, dann gibt es zwei Sorten, nicht? So, dann werden wir hier so handschreiben, dort erste mögt Gott ein Mann, und um wovon Tag mögt Gott den Mann? Sehr gut, am 6. Tag. Dort ist ein interessantes Ding von der Geschichte. So, wir haben nur so einen Mann. Dann wollte du in langer Tagslesung, wenn du es mit so einem Parenthesis gemerkt, erklärst du so wieder am Vers 8, wo du sagst, und Gott der Herr plant einen Garten am Osten an, in Eden. Und Gott sah den Mensch, den er gemerkt hat, an den Garten. Und Gott der Herr mögt die verschiedenen Bäume, die Gottleuten und schöne Früchte tun. Und er mögt auf dem Baum, der leben darf. Mitten im Garten und auf dem Baum, der Verständnis geben können, was Gott in Schlag ist. Und du fängst ein Riefer an Eden, der den Garten bewässert. Und du, wo der Riefer ut dem Garten ran, teilte sich an Feuer. Der erste von den Riefers ist der Passion, und der ran durch das Land Havila, wo dort Gold ist. Dort ist goldet Gold an das Land, und die haben durch auch Parfum und Onyx Stein. Der zweite Riefer heißt Gihon, und der ran durch das Land Kusch. Der dritte Riefer heißt Tigris, und der ran Osten von Assyrien. Und der vierte Riefer ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Mensch und sah an den Garten ein, so dass er den bearbeiten und besorgen würde. Und Gott der Herr bestahl an den Mensch und sagt, du darfst von irgendeinem Baum am Garten eten, aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was Gott in Schlag ist, von dem sollst du nicht eten, weil es dort wird unbedingt den Tod bringt. Also dann fing wir dort die Schöpfung wieder. Gott merkt einen Mond, und dann, was ist das nächste auf der Liste? Wo ist er in Hand? So gut, so dann wollte ich hier noch mal handschreiben, im Garten. Was bedeutet ein Garten?
Okay? Have eerst allemaal evalueerd wat betekent dat wanneer we zijn in geworden? Ik moet leren dat something we gaan oplossen die het nog meer doen en dan maar dan geht das ja. Okay? Eerst wel wat einer zegt am Thema. Wat nog? Wat fällt je aan wanneer eerst zegt geworden? Bein, okay? Een geworden und Bein schaffen nicht. Okay? Noch eerst wel. Wat fällt je aan wanneer we reden van een geworden? Schijnen eten. Nee, ook nog. Nee. Je hebt niet veel wat beter dan een frisse gurke in geworden op kleine zalfstraat nog aan. So, wat nog? Wat fällt je aan? Wo zou een geworden? Van de wereld, waar we ons dit beeld kunnen leren, ten zijn letzte wereld, en God had op wat in de eer neergeruild, zodat we dat eer en water nein. En dat merkt ons dan de gedei van dat hier weer dit, wanneer we dit hier worden de eer na, hier weer een tier en hier weer planten en dan nog al het eeuwige ook. So wat is dat extra aan wanneer God heeft geworden gemerkt wanneer op de eer al tieren en planten zijn? Du veel te weiter. Ik guck mal so nicht. Ich finde, dass der Begriff Gordon, dort haben wir mit einem Tisch hier zu tun. Dort wir mit, zoals ich die Geschichte verstehe, Gott mögt die Welt in der Welt hier fein, du bist kein Fehler. Aber Gott mögt eine besondere Stelle, wo der Mensch Tisch hier. Also, wenn wir uns feststellen, fast im Meer, ich weiß nicht mehr, was der Hiebert oder so oder so. Aber wir Menschen, wir haben irgendwie so ein Hand hier. Und ich finde, dass das gut geworden bedient in welcher Hinsicht haben, hier so beste Tschüss. Aber, was hier all erwähnt wird, wie Bäume und schöne Eten und so oder so, ich glaube, die hier dabei. Wenn wir an die Schöpfungsgeschichte lesen, dann finden wir, dass Gott mögt, was so Besonderes, der mögt ein Mann. Also, da wir ganz vernehmen, nicht ein Tier. Wenn wir uns in der Schule lernen, oder wir sind Tier, ich stamme da bloß nicht mehr an. Ich sehe nicht auf. Ich sehe einen Mensch. Und das ist was ganz anderes. Aber dann mögt Gott nicht bloß ein Mann, der mögt noch eine Stelle, wo der Mann dann in die Hand geht. Hier kannst du sein. Und dann wollen wir, dass das geworden hat, was so besonders ist. Wer will uns mal sagen, was er will? Okay, so gut. So wir haben zwei Bäume. Ein Baum, der dort leben darf. Und der andere? Sehr gut. So gut und schlachtet in ein Schwert. Also, wenn wir lesen in Vers 17, 1. Mose 2, 17, du lesen wir, aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, weil es dort was unbedingt ihn dort bringt. Dann haben wir dann nicht bloß einen Garten, wir haben einen Garten mit zwei verschiedenen Bäumen und dann haben wir noch ein Rezept dabei. Du, wir bloß eine Bedingung. Wer wo wäre? Du sollst nicht von dessen Baum gehen. Ach, sieh dir fast. So, wenn wir uns hier so nebeneinander schauen, an das Geschichte, wer wir alle an die Begebenheit, welches Gott den Gott mögt, und du so zwei Bäume anstellst, wer kriegt das Order? Adam. Du wie ein Mensch. So ist die Geschichte verteilt. Also, der ursprüngliche Raub ab Gehorsam sein oder eine Entscheidung zu treffen, der wird den Mond sehen. Und dort sind welche denken, nur wir schauen dann noch mehr von Lehren, wenn wir in der Bibel wohnen. Also, der Abraub für eine Entscheidung wird an den Mond gereicht.
Adam wächst dort von erster Hand. Du wie Gott und du wie Adam. Gott mit Adam. Hier ist ein Garten, hier ist ein Baum für Leben, hier ist ein Baum für Gott und Schlechtes unterscheiden, das ist ein Baum letzten Mittag. So einfach ist das. In der Schöpfung nimmt du dann eine interessante Curve, oder ich weiß nicht, eine Curve, aber wenn es kann je dämmer, das sagt du in Vers 18, und Gott der Herr sagt, dort ist nicht gut, dort der Mensch allein ist. Auch wo wir merken zum am Halten, der am Posten wird. Dann mögt Gott der Herr all die verschiedenen Tiere, die auf der Stab sind, und die verschiedenen Vögel, die an der Luft fliegen, ut ihr. Und er bracht dem Mensch dort zum Seinen, was er die nahen will. So ist der Mensch den Nahen, so heiten die. Der Mensch funkt Nummes für all das Feu in die wilden Tieren und für die Vögel in der Luft. Aber du gehst China, was passen wir, um den Mensch zu halten. Dann mögt Gott, der Herr, den Mensch sehr vors Anschlucken und aus er schlägt, nimmt der Herr eine Rab von dem Mensch und Leut, der steht, war er mit Hüt bewusst. Und Gott, der Herr, mögt eine Früh von der Rab, der er von dem Mensch genommen hat und brach am Day. Dann sagt der Mensch, das passt mir, das ist Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Frühmensch heißen, weil sie vom Mensch genommen ist. Du bist jetzt ein Mann von seiner alten Weib und vereinigt sich mit seiner Früh und sie sind eint in der Mann in der Früh wieder nüchtig und schämen sich nicht. So, du hast dann die Kreation final. Wo wird das dann? Wer wie erst gemacht? Der Tier oder der Mensch? Wir haben gleich gehört von wieder zu lesen, nicht? Der Mensch wird das erste gemerkt. So, wenn wir das hier Geschichte bloß buchstäblich überlesen, dann merken wir, dass Gott merkt vom Blut ein Mensch und pustet Odem an. Und dann jaft er den Garten und ich sage es mal bloß kreativ und meine Imagination. Aber du hast einen Geschmack geworden in Adam, als du in dem viel Ort zu tun. Und Gott merkt den am Klamm ihr, dann merkt den Baran, dann merkt den Klamm ihr, dann merkt den Jirub. Und Adam sagt über sie und sagt, ach, schau mal, das ist nicht so ein Jirub. Dort war ich der Geschenk für Schuhe. Dort geht nicht so schön, wie du nennst. Denn dort merkt dort persönliche Taub sein von Gott und Adam noch so viel gerade. Ich mag fern, wenn ich mit meinen Jungen Legos spiele. Wenn ich da so Bilder gebe, dann hat er auch alles fertig, wo du willst sein. Und das ist bloß ein Bildgleichnis von der Relation, die Gott und Adam im Garten Eden hat. Gott hat durch so eine Party mit Adam tot. Und das ist ein Zoologico. Und der Zoologico hat dann noch alle interessanten Nummern, was Adam liefert. Und dort macht han keine Frau. Aber der Gedei von der Frühmerken, wie der all fair Tier merken, oder wie der man nur her? Fair. So früh ist man der Jünger haben gesagt, dass Adam wie auf einmal verwies hat noch allein und der weiß nicht wohin, dann Frau Gott auf die Frühmerken dort zu lernen. Gott will morgen früh merken, und der Milch, der will bloß, dass Adam noch weiß, dass der kann nicht mehr in der Früh steht. Aber dass wir nicht mehr Eva blieb, soll je da, oder so, ich kann Fehler merken, ich kann für jeden Früh zu bühnen, nur noch eine Bühne. Und das, für mich, das merkt die Geschichte ganz anders. Weil sagt, kriegen wir, wenn wir nie vertrauen, dass wir einmal so, wow, Gott ist mit Plan gewesen, stolz hier. Und wir haben morgen gemerkt, und er vergeht noch den Früh fehlt, das ist nicht so. Da sagt du sogar morgen früh, dann erklärt dir dort, dem Adam doch bloß die wird dort allein verkommen, wenn er nicht früh ist. Und dann merkt der Geschichte so schön. So, dann sagt er, du doch Gott mir früh, der geht noch mit extra, wegen der Namen von Adam seine Rab. Und dann habe ich nur den Vers 23. Der 23 ist eine Bemerkung vom Schreiber. Also, wir immer 1. Mose geschrieben haben, an meinem Begriff hat dort Moses gerufen, die hat du bloß eine Bemerkung gemerkt. So, der Vers 23 ist bloß eine Erklärung, wo du sagst, wenn das alles passiert ist,
Du ween als dort zo dort, vers 23, nee, vers 25, Entschuldigung. Vers 25, als de bemerking wordt, du sagt, du ween jetzt ein Mann von seinen Eltern weich und vereinigt sich mit seiner Früh und so ist das weiter. Du sagst ein Wort, dort sagt, du ween. Wo ween? Wenn het gewoon een brief is. Hä? Das ist auch ein Wort, aber das beides reicht. Du sagst zwei Sachen für die du wehen. So, wenn wir uns hier so das Liste vornehmen, Nummer 3, dort wieder früh, wird Gott so rühren, und dann weit wie dort der Schreiber von 1. Mose, der sagt, du wehen verlaten. Du wehen jetzt ein Mann von seinen Eltern weich und feindlich sich mit seiner Früh und so ist ein. So, dann habe ich nun ein ganzes Pack von Fahr alles Schmutz hier. Gott hat eine Welt gemerkt, der hat den Geschmack gemerkt und dann hat die Welt aber noch besonders gemerkt, wenn er hat den Menschen abgesagt, Manna und Frühes, das alles, keine 3 oder 4 oder 5 Mädchen. Dann habe ich ein Duvet, in dem Duvet will sagen, eine Beschreibung. So ist ja hier, Isaac sagt, dort wir den Morgen früh soll eins sein, und Japan sagt, dort wir den Morgen eine Früh fehlen. Was können noch für eine Idee sein, oder was finden wir hier noch in diesen Tags, wo so Moses, du so im Vers 24 Handschrift, du wie als dort ein Morgen von Mama und Papa lachen, der holt sich eine Früh und dann hat dort eine neue Familie. Okay. Ich finde, dass Peter seine Antwort als der, wo ich das erste nur abfällig wird, der Gedei von morgen und früh taugt hier, dort ist nicht meine Diener. Dort ist nicht dort ein Jung, was 17 und auf einmal hat so eine Gedei, wow, vielleicht würde Fernseher nicht wohl mal ein Halber sehen. Das ist nicht so dort. Der Gedei von morgen früh taugt hier, dort wir ursprünglich Gott sehen. Dort ist Port von Schöpfung. Dort du eine Früh hast und dort du weißt, dort eine goldene Gedei ist, dort hat Gott die angeplant und hast die nicht ausgeführt. Und dort ist wichtig, dass wir die Bibel verstehen, damit wir das Port nur mein Verständnis, nur das muss wir als selbstverständlich nehmen, dort Familie leben. Da hat Gott von Versinn die Welt verdarf und an uns gegeben. Da meint so viel, wir haben noch ein Ding, um was wir uns festhalten können, was nicht wert gewohnt ist, der Sinn. Je kommt mit den Gedanken mit. Nicht? So Gott macht eine Welt und er macht die Fähig. Und das geht 6 Jahre lang. Und das macht Gott, was so bitter geht, dass einmal eine Früh jeden taub. Und dort ist was von der ersten Nacht noch so stolz. Das ist, was Moses durchschrift, weil er lebt nur weil es die Sünde alles verdorben hat. Aber dann sagt er, tja, Jungs, wenn du von der ersten Nacht noch lieb hast, das ist, wenn Gott hat oder im Garten Eden hat sich so gedacht. Und das macht mich irgendwie so besonders, weil ich sie Port noch von der Kreation original. Erst wenn eine Frau was hier. Niet veel wisselingen bereiken dat wenn wir denken an den morgen früh, im Neuen Testament sagt uns, dass Christus in der Kirche, das wird wir. Nicht euer gedacht, das sind der, das gleich so ist Gott, wie früh den morgen früh ein, das dort kann die Kirche wie Christus. Christus muss gespackt worden, dass die Kirche nicht rückkommt, oder muss gespackt worden, dass sie eine Friede von ihm. Das stimmt. Und da wollen wir noch ein neues von schaffen, wenn wir erst im Neuen Testament sind. So, das ist eine sehr gute Bemerkung. Wir wollen dort das Schöpfungsbild
sehr vorig merken von der. Wenn etwas kriegst, die auch frei, für was noch kommt, dann muss ich verstehen, was passiert, wo so viel dort abzufixen. Weil je nach Phase nach sehen, wie du wie eine feine Welt, dann hast du eine verdorbene Welt und dann hast du eine tokommende Welt. Und wenn wir die erste Welt begreifen können, oder so gut als möglich begreifen können, dann merkt der Friede für den Himmel so viel Jahre. So, für mich, von der ist das ein von den Dingen, was wir unbedingt mitkriegen, dort Gott mögt einen Mann, der mögt einen Garten, wo die Hand hielt, und dann mögt er nur die zwei Bäume, und dann mögt er eine Früh, und dort wird gescheit fest. Dann hast du die eigene Frau von, wo soll die Bäume in diesem Garten angehielt. Wer war mir mal sagen, was hast du die Entschlucken gegriffen? Wo soll diese Bäume noch angehen? Also jeder Christ, fängt an, muss ab ersten Weise Frieden merken mit der Freiheitsentscheidung von Garten Eden. Wer muss sagen, was ist dort für ein Bild von diesen beiden Dingen hier? Gleich, ja. Was sagt ihr dort, was wir mit diesem Wort? So, ich war hier mal ein bisschen gerade geworden, so wir haben hier eine Welt, und das Ding ist dann habe ich hier so, man muss sagen, kriegst du einen Garten, und dann habe ich hier so einen Baum, den sitzt so, und dann habe ich noch einen Baum, den sitzt so. Und dann habe ich dann ganz unbedingt von Gott aus ein wir leben und das andere wir godet und schlachtet. Und dann habe ich nur bloß eine Offside. So, für mich automatisch sagt der Schreiber dort, von dessen Baum können so sein, was du willst. Wo ich mir anstammen? Du hast keine Bedingungen mehr wieder. Sag bloß, du wirst ein Baum, der dort Leben steht. Und dort wird dann Acceso libre. Und man des Baum, dem soll eine Tochter. Dort steht Lehre an was der Garten Eden gibt. Was habe ich für ein Undienen von dieser Geschichte? Was sagt 1. Mose uns noch von dieser Geschichte, was wir sollen unbedingt wollen? Okay, der Baum von was der nicht soll leben, der hat eine Konsequenz. Das ist eine gute Beobachtung. So, da wird nicht bloß Nee. Da wird noch ein Nee und du wirst für den Nee noch ein Woran. Also, da will ich hier doch anschreiben, was ihr seht, da bringt den Tod. Also, starben Adam und Eva nur dem, dass die von der Frucht gegessen haben. Okay? So, dann wollen wir uns hier so von dir ein klein bisschen eine Anführung machen für die ganze Lektion vom Sündenfall. So, wir finden dort Vers 17, wir wollen ein klein bisschen trägen. 1. Mose 2, 17. Dort sagt du, aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, weil es dort wird unbedingt den Tod bringen. Also, was bedeutet das Wort Tod? Gebrannt. So, ja, gut. So, dann werde ich noch einmal auflaschen, das hat mich auch. Okay? So, wir haben Tod. Und dann sagt Johnny, das ist eine Trennung. Was für eine Trennung können wir uns besten, weil wir uns an Adam seine Lernen lupen?
Gott hat Adam gemerkt, Gott hat mit Adam eine schöne Zeit gehabt, mit den Tieren alle, der hat ihn in das Garten eingestellt, die hat geschickt schein, die sind dort 2 Bäume, Gott sagt, das ist Leben, Baum, und dessen Baum soll es nicht eten, wenn das ja Erkenntnis zwischen Gut und Schlecht ist. Und dort, wenn wir dort über Satan wurden in Trennung, dann würde du bloß sagen, von dem sollst du nicht eten, wie es dort wird unbedingt die Trennung bedient. Was wir dann für Adam die Drohung? Dat is een bemerking wat du jährlich erst zufrieden. Wenn du sagst, du was, dort sagst du, da wird unbedingt den Tod bringen, dann würden wir uns du wollen anlupen. Also, wir haben eine ganz vollkommene, feine Welt, wie Gott sieht. So, da wir nicht bloß fein, wie wir uns so festhalten, da wir fein, wie Gott, weil ihr sagt, die Welt, was ich gemerkt habe, ist fein. So, dann an der Feinheit, würden wir uns nennen und sagen, Gott hat Adam eine Warning gegeben, eine Advertenz, und zu denen gesagt, den Baum lass mir doch, wenn du was Trennung bringt, wenn du nicht ist. Die Frau, die ist die, wo du für meine persönliche Bibelerkenntnis nicht noch Antwort fehlt. Also, was weiß Adam, oder was wird die Situation für Adam? Und dort nur den Baum checken und sagen, okay, den wollte ich doch lügen. Oder was wäre die Situation, dort den Leute nicht so schlimm und den wollte ich nicht doch lügen. Dann gehen wir durch am Kapitel 3 an. In der plötzliche Bibel hat du so den Subtitel angeschrieben, der Eierhursam am Garten Eden. Und dann wollen wir durch so ein kleines Ängstchen uns nennen für was du dann angehst. Dort sagt du so, 1. Mose 3, Vers 1 wieder, der Schlange lässt aus irgendein anderes Tier, was Gott der Herr gemerkt hat. Und der sagte die Früh, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von irgendeinem Baum nicht eten soll. Und die Früh sagte die Schlange, die darum von der Frucht von den Bäumen im Garten eten, aber Gott sagt, die sollen nicht Frucht von dem Baum eten, der mitten im Garten steht, die sollen du nicht von eten, und den nicht einmal anschielen, so dass die nicht sterben. Aber die Schlange sagte der Früh, die waren gar nicht sterben. Gott weiß dort, sobald es die davon eten wollen, Gott weiß dort, sobald es die davon eten, wollen die aufsehen, und die wollen so aus Gott sein, und weiten, was gut und was schlecht ist. Mooi. So, dann habe ich nun ein ganzes Part von Informationen, was uns fehlt, mitzugeben. Was wird der letzte Vers im Kapitel 2? Der Bernaktig und der Schämenden sind nicht. So, da wir uns hier so mal an den Schreiber von 1. Mose sind Leonen und dann, wo so wurde durchschrieben dort, weil der Garten Eden vorig wir morgen früh, der Bernaktig und der Schämenden sind nicht. Da hat alles was mit zu tun, mit das wichtig für das, was der Nächste uns will schreiben. So, dann habe ich nur so hier, das war hier nochmal so steht, und dann war hier so handschrieben, nördlich. Und was ist das andere Wort, was uns hier fehlt? Da hat nicht steht, schämen sich nicht. Okay, so nicht sich schämen. Das ist die letzte Bemerkung, was wir haben von der Kreation. Also, Gott hat alles fein gemerkt, der hat morgen früh gemerkt, dass es so fern so waren kann. Und das letzte gute Ding, was uns gesagt wird vom Garten Eden ist, der merkt dich und der schämt sich nicht. So, bloß dass ich da weiter durchgehen, streckt sie immer mal und dann sagt, jetzt der Ende von der guten Geschichte. Wenn die Kapitel 3 geht los mit, nu ist es nicht mal eine gute Geschichte. Oder ist nicht Gott ansehen von unverdwollen. Dann fing wir der Anfang von der Versuchungsgeschichte, der sagt,
de slang die lässt ja irgendein anderes wilde Tier, was Gott der Herr gemerkt hat, und der sagt, zu der Früh hat Gott wirklich gesagt, dass die von irgendeinem Baum nicht eten soll. In der Früh sagt zu der Schlange, die darum von der Frucht von dem Baum am Garten eten, aber Gott sagt, die sollen nicht Frucht von dem Baum eten, den man im Garten steht, die sollen nur nicht von eten, und den nicht einmal anschieren, so dass die nicht sterben. So, die Unterhaltung geht hier dann um der Schlangenkampf und der hat eine Frau. Was ist die Frau? Ja, hat er wirklich gesagt. Aber wisst ihr, Schlangen, von warum die nicht eten soll? Ihr wisst doch. Aber der fragt nicht gleich nur dessen Baum. Der fragt nur irgendeinen Baum. Qualquier Arbor. Dann sagt er früh, dass die kann eten, so sagst du wel, du hast bloß einen Baum, wo du nicht so von eten. Aber dann hast du eine sehr interessante Bemerkung, so einige Menschen sagen, Eva weiß das nicht, dass die nicht so von dem Baum eten, und das ist nicht so. Also wenn er selber einmal sagt, Adam hat Eva das nicht gesagt, die ist gut bei mir, aber das stimmt nicht. Weil das sagt hier so ganz klar im Vers 3, dort als Eva sich mit dieser Schlange unterhält, dann sagt er, du dort, kriegt dort, was wir all vorher wissen. Das ist bloß noch ein klein bisschen Erklärung, wie Eva sagt, bloß noch, wo der Baum ist. So, im Kapitel 2 sagt er bloß, Gott hat 2 Bäume in diesem Garten. Er sagt nicht, wo die stehen. Und hier so im Vers 3 sagt Eva bloß noch zu der Schlange, der steht kriegt in dem Meer ans Garten. Da meinen sie viel dort, die wir nicht äußerlich im Sinne von der Drohung oder das Gebot, wo du von Gott gekommen bist. So dann wollen wir uns von der hier so mitnehmen, dort Gott mögt einen Garten. Und in diesem Garten mögt Gott ein Mensch, aber nicht bloß ein Mensch, aber ein Frühmensch. Und dann mögt er in diesem Garten 2 Bäume. Ich kann doch mal vielleicht das hier stehen. Also, 2 Bäume. Und dann wird wie dort du wir eine einzige Aufsei, was du dann nicht gewonnen wird. Und diese Aufsei, die wir klein. So, das ist, wo wir von der Welt kommen. Das Garten, das Mensch, das Frühmensch, das 2 Bäume, und das Aufsei, die wir nicht halb wiedergegeben werden. Und wir wollten dort, in Kapitel 3 erklärt uns in Deutschland. So, wir wollten dort die Versuchung, die kämpft zu schlagen, und die speziell als im Kapitel 3 als unbedingt die Schlangen und Eva. Aber du so weit wir dann aber auch dort, wir können uns durch Painter reden. So, wenn wir uns mal nur das ganze Panorama mehr, was wissen Adam und Eva alles von diesem Garten? Alles. Die wissen sogar mehr als einige von ihnen von der Somars wissen, verwenden das Kloster. So, hier ist das Ding. Das Garten, die Tüß für Adam und Eva, weil wir doch Moses dort haben. Hier, boom. Was wollen wir noch? Gott spaziert mit diesen Menschen. Gott hat ganz klare Kommunikation mit denen. Wen, dort sagt du, Gott sagte Adam, so und so und so. Also dann finden wir dort hier so, Nummer 1, Gott und der Mensch, der hat eine ganz offene, was ist Kommunikation auf Deutsch? Gemeinschaft, warum mal Gemeinschaft nehmen? So, das erste Ding, was wir uns von Jahren mit dem Hüst nehmen, von Kreation, von Schöpfung, ist, Schöpfung mögt Menschen und Gott Gemeinschaft haben. Glück haben. Und dort wir dort besondere, nur meine Meinung, nur was passiert. Gott und Mensch haben so eine gute Gemeinschaft, dort Gott und Adam spaziert.
Dan weet we dat tweede ding van deze geschichte, dat wir alles vrij erlaubt. Dat wir nicht in großen Klumpen näher sein. Wenn ich zum Beispiel Dreidemouse lese und ich die Verschriften lese für das Volk Israel, dann haben sie mir dazu gesagt, kannst du nicht noch ein gutes Ding zu dir sagen? Das fällt sich so schwer. Das soll sie nicht, das soll sie nicht, das soll sie nicht. Aber am Garten eben wir das nicht so. Dort wir, hey, wir müssen spazieren, wir müssen lutschen und wir müssen leben. Und Gott will mit den Menschen taub sein. Dort wir eine freie Welt, dort wir nicht zwei. Dann wollen wir aber auch dort an dieser Welt wir eingebaut. Und dort gebaut wir so klar, dass Adam auch Eva wissen Charak an der Lehre. Und wir wollten dort wenigstens was. Wenn wir wollten dort sogar beschrieben steht, dort wusste bauen. Also, dass wir nicht so, vielleicht haben die sich für jeden Wunde bauen wir. Gott hat so viel mit Adam und Eva spaziert. Du willst keine Frau, den Baum kriegst du in den Markt. Wie sein am Opel, nicht? Vielleicht hat er einen Opelbaum, ich weiß das nicht. Aber dass wir so klar, dass wenn erst für Adam und Eva früher, hey, was hat Gott gesagt? Schau mal, den Baum dort in den Markt, dort ist er. Und den Lupetag. Dass wir dann unbedingt klar in gebaut. Was wollen wir noch, da das Geschichte warten? Du wirst eine Folge von euch sein. Also am Ursprung, an der Schöpfung, wie eingebaut, das soll die nicht tun, und dann wir nur, wann die das tun, dann wird das passieren. Dort wir nicht voll. So. Dort wir nicht, dort Adam und Eva bloß, so wie noch mal zu den Känger sein, du sollst nicht, aber die Frau, warum nicht, das noch nicht. Dort ist nicht jeder Lehrer. Dort wird schon den, dort wir wählen, was passiert. Und dort fängt wir hier an, in dieser plottische Bibel, wo wir gewöhnlich brauchen, wo dort erst am 17. beschrieben als Tod bringt. Also hier so fängt wir dann dort den Tod bringt, am Vers 17. In einem Vers 3, Kapitel 3, Vers 3, sagt Eva zu der Schlange, dort, sie soll nicht Frucht von dem Baum eten, der mir im Garten steht, sie soll nur nicht von eten, und den nicht einmal anschieren, so dass sie nicht sterben. Also dann wird von uns Fernsehen das Sterben oder der Tod zu beschreiben. Aber wie ein klein bisschen uns an das Leben anschauen können, ist, du wir noch kein Tod auf der Welt, aber das ist ein Punkt. Also da wo ich und du von dir an ein Tier ist tot geworden, dort kann dann Adam und Eva nicht. Dort wir leben, du wir nicht tot. So, wir machen uns ein bisschen unterhalten, Eva, wo beschreiben wir an Adam und Eva ihre Lehre, der Tod oder der Sterben. Wen stellt sich vor, die hat noch zweimal belebt, dort als was wir tot tun. Kein Tier, kein Mitz, kein Hund, der hat noch zweimal den Hund am Hebel gejagt. Der Kinder hat noch zweimal gerot, wenn der erste Mitz wieder tut. Dort haben wir uns nicht ganz anschauen, wie nach jeder Tag zu leben ist, nicht? Erst werden wir es da kommen. So, das Konzept von Tod oder von Sterben, wir nicht so bei uns von dem. Wir wollten all von Sterben. Nur das wird nur wissen, der ist was davon, aber belebt, so als wir das von dem Leben, haben wir nicht belebt. Und das, wo wir am nächste Klasse mit losfahren, mit was wir das, was wir die Drohung,
die will wir unbedingt recht verstehen, weil dort ist, dort wird Jesus schon abwechseln. Und wenn wir die Bibel recht verstehen, dann müssen wir die Struf richtig verstehen, was du schon für euch gesagt hast. Merkt ihr das an? Also Gott hat eine vor die Welt gemerkt, der hat Adam und Eva ein schönes Leben geschaffen. Dann wieder eine Bedingung, ein einziges Nee und du wieder eine einzige Bedrohung. Wenn die das wollen, dann wird das passieren. Wir wollen unbedingt den Tod, den Struf für den ersten Sinn verstehen. Wenn der schlaft ganz durch, was von dir, und der will so sagen, nein, ich habe zu fixen. Und das, was wir als Christen wollen, lehren und predigen. Jesus sein Tod ab ihr, wird nicht verrammt. Dort wird der Tod, wo dort abfixen wird, wo dem Garten den Schuld sieht. Und dort merkt, wenn wir dem Konzept vollkommen begreifen, dann haben wir uns selbst wirklich gehalten an Bibel erkannt. Jesus sein Tod hat eine sagliche Bedeutung. Und die werden wir unbedingt richtig verstehen. So, ich möchte Mut lesen, das kommende Werk 1. Mose 3. Dort ist die Geschichte von der Schrutzkuh. Wir wollten dann all das, und dort war wir durch Frieden. Nu wollen wir uns Ziel sagen, was ging euch und wo so viel dort so sein, eigentlich abzufixen, doch Gott selbst, aber ihr scheint. Und er geht mit Menschen. Und der Gute las, Leute, allmächtiger Gott sich um Kriegsnäulen. Wenn das ein Trouble, viel so eigentlich abzufixen. Mag Gott uns Begeisterung schenken, mag wir Verlangen haben, dort zu verstehen, wo so muss Jesus kommen und wo das alles angeht. Da wir noch darüber reden. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Gott bist, dass du alles gemerkt hast. Und wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort haben. Wir beten, dass du uns wasch und einmal gerade Verlangen geben,